Auch an diesem zweiten Corona-Sommer gibt Meinungen dacks weiter auseinander, was die sogenannten Impfpflicht betrifft. Für die einen ist es eine absolute Notwendigkeit, für die anderen eine regelrechte Einschränkung von ihren demokratischen Freiheiten. Dacks gehen dabei die ethischen und moralischen Aspekte ans Spiel gebracht. Mir wie sieht es eigentlich auf rein juristischem Plan aus? Ob das an ähnlich Fragen antwortet der Jurist und freie Prokureur von Dietrich, der Jean Bourg und Mikro von Marc Thomas. Ich meine, da kriegen wir schon 500 Tage lang, ohne genau zu sein, Covid, gibt schon Spezialisten am Covid-19, Virologie und so weiter und so fort. Das geht nur so, das dauert bis so. Es ging aber nach immer, es aber nach gesagt, wir müssen abklären. Also ich kann dazu nicht mehr so, wir haben alle gute Jahre an der Schule damals geleiert, wir konnten da de pur Dich, konnten wir erklärt, dass einmal 1 wäre, an 1 plus 1, dass 2 wäre, das war ja auch nicht einfach am Anfang, 7 mal 8 oder 8 mal 7, die berühmten Irrsinnsblick. Wir haben das schon einmal gesagt, die einen haben nie geleiert, die anderen, die wissen es haut nach, und so müssen wir die Leute nach immer abklären, wie wichtig das Impfen ist. Wobei wir am Anfang gesagt haben, so dauert das jahrelang, bis wir impfen können, bis wir einen Impfstoff haben. Das ist die Rettung. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter. Du kriegst mal den Impfstoff, du hast gesagt, die Europäische Union, die dacht schon nicht, die haben ja nicht genug, die haben heute nicht, die haben noch da nicht. Und dann werden wir, wo sie da sind, sind ein ganz paar die Leute, die sagen, das interessiert das nicht. Ich hoffe just, dass das nicht dieselbe sind. Weil es gibt doch Intellektueller überall, die sagen, wir sind geimpft. Aber als Prinzip sind wir gegen eine Obligation für sich impfen zu lassen. Bon. Das ganze Problem vom Impfen oder von den Mesuren, die die Regierung, Legislateur und COD, die dezidieren, dass die natürlich das problematisch ist, mit sind die gefördert sind. Do gëtt gesot ja, dat das Terrorismus, dat das gesundtätlichen Terror an mir liewen an enger Gesundheitsdiktatur zu denen gewicht soen. Ech hun nie an enger Diktatur gelebt, ihr dat so y compris Polizeistaat an so weiter, ihr da mat so Begriffe rundëm ich facht Gidemol op Plätzen, wo dat existieren. Da guckt mal, ob der Donnergentfir gefrot geht. Therapien oder den ganzen Umgang mit dem Virus, den jo kein Gehir huet und so weiter, mit den irgendwie no Systeme funktioniert, wo den mo interessieren, wo war das dann überhaupt der Virus? Das wird noch keiner als gesot. Das wäre nicht uninteressant. Für das do bemol, dat man den do awer meester gin, dat man dem do op de Leif rickeln und so weiter, dat huet de pur Aspekten. Dat is eerstens een Gesundheitsaspekt, wo ihr seht, impfen, da kann ich nicht mal so, und das nach gut nicht bewiesen. Die können doch noch haut behaupten, der wäre ein Scheif an Zunge gibt rundherum, der drinnen an den Dumm gedreht. Das ist da keine Meinung, das ist eine Dummheit. Lass man das mal so nennen. Gesundheitsmäßig ist ja aber plus ou moins bewiesen, dass Impfungen gegen ein ganz paar die Krankheiten wirksam sind. Polio ist ganz eradikiert gehen dank dem Impfstoff. Geht doch mal andere Krankheiten so. Die Wissenschaft sieht das, wenn die Impfen auch nicht den Covid komplett ausradiert, dann ist es darauf eine Möglichkeit für die Fähen zu reduzieren. Sodass die nicht erfahren, was gesagt wird, sie Geimpfter, die aber noch positiv getestet sind. Wir gucken mal, Todeszahlen klammen nicht. Die Intensivbetten klammen auch noch nicht, was das doch immer hilft, dann hoffen wir, dass es so weitergeht. Gesundheitlich die Balance zwischen dem Positiven, was eine Impfung bringt, dann den Negativen, sie ja bei weitem überwiegend für die Impfung, auch für den guten Effekt auf die Gesundheit. Zweit ökonomisch. Natürlich eine Ökonomie, wo die Leute alle gut krank sind, wo da bannen muss bleiben, und angesperrt muss bleiben, ist ja, wissen wir ja auch, nicht für, förderlich für eine Ökonomie. Da könnte den Droit.
das natürlich auch, wie soll ich sagen, das ist ein Aspekt, den bislang mal komplett negligiert gehen. Die hört nie, da die seht, ja, wer das dann erlaubt, oder wer das nicht erlaubt, aber was müsste man machen? Vom Droit, da schwätzt kein, da geht sich nicht mehr mit dem Kap angeheit, die sind Demokratiegegner, die sind Teil, die sind da und so weiter. Dann natürlich kommt der politische Aspekt. Was sollen Politiker machen? Da ist es natürlich, das ist die Gratwanderung an alle Länder. Es gibt die, die für die Impfen sind, die dagegen sind. Und die Länder sind alle gut, ein bisschen Politiker und nicht die Impression, irgendwie am Hannerstübchen steht immer, was für einen Abfluss hat auf die Stimmen, die man kriegen. Guck dir mal an Deutschland, die stehen von den an Frankreich stehen sie viel drunter. Bei uns geht doch schon so los, sich irgendwie nicht gerade warm gelaufen, aber so löst du gedurcht, für aber mal können. Das sind Sachen, die dann auch mitspielen. Mit ein Argument, da so eine immer mehr mal früheren Philosophieprofessor, ganz bekannten, besser bekannten als den Nom de Julot, Herr Prüssen, der sagt immer, une faute contre la logique est une faute contre le Saint-Esprit. Man war gut nicht gläubig. Da ist es so, dass ein Argument, das ja aber gut nicht kann gelten, das ist das für zu sagen, von mir eine Impfpflicht erfeiern. Ne, den Impfzwang, das wäre noch nie weit gegangen. Das dürfen wir ja aber nie wollen. Aber eine Impfpflicht erfeiern, dann dürfen wir Wasser auf Millen von den Gegner kehren. Das ist ein Argument, das doch heimal gebraucht wird. Das heißt, kommt mal gucken. Und da haben wir ja in Frankreich gesehen, was das bringt. Wo haben wir Frankreich gesagt, ja, mit all die sich nicht impfen lassen, wir verstehen die Leute, wir haben Verständnis, wir haben nicht, wir da nicht. Das heißt, ganz Politik als ausgerichtet gehen auf die Impfgegner. Wenn wir eine Minorität holen, an als Politik oder als Handeln am Vielfalt, schon auf denen hier Argumente, an denen hier ein Ziel ausrichten, da machen wir ja das. Da machen wir ja just das, was die wollen. Wenn ihr seht, ja, dann haben wir die Impfgegner, da gehen die auf die Straße und so weiter. Ja, lauscht mal, entweder oder. Entweder bringt Impfen etwas oder das bringt nichts. Wenn es nichts bringt, dann sollen wir nicht impfen. Am anderen Fall, also die einzige, mit der einzigen Möglichkeiten, die wir haben. Also, das ist der politische Aspekt. Und da kommt etwas den Droit. Was sagt als Rechtsstaat, das ja anscheinend, das ist ja auch für zu gucken, was ist an einer demokratischen Rechtsstaat möglich und Verpflichtungen auf dem heutigen Gebiet. Da ist es nicht für einfach zu sagen, meine Freiheit, ich dezidiere, ich mache meine eigene Covid-Politik. Ich mache überhaupt meine Politik. Wenn etwas mir nicht geht, da stelle ich mich an die Straße, ich so, meine Freiheit, ich stelle mich an die Straße und dann wird kein mehr lacht. So ist es ja nicht. Die Freiheiten von den Bürgern, die sind ja in der Regel irgendwie am Rechtssystem verankert. An der Verfassung, an Konventionen oder durch Gesetz ballisiert. Lo könnt ihr eine ganz Stremung, Rechtsstaatlichkeit, als Freiheit, Menschenrechtskonvention, die geht ja heute das Gebet gequetscht, wo ich sie gerne will tun. Und ich freue mich, ob die Leute, die dort Barrikaden haben, da klammen, also als brieflich garantiert Rechte aus der Menschenrechtskonvention, gehen heimat face getrippelt, ob die überhaupt Menschenrechtskonvention gelesen haben. Das mal, ob sie auch die Interpretation kennen, die den Obergralshüter von Straßburg, der geht, die aber, wie soll ich sagen, nicht gerade von einer großen Laschheit par rapport zu den Rechten sind, die da garantiert sind. Das ist nicht immer Menschenrechtskonvention, also das ist nicht, die versichern, dass mit viel Gefühl auch den einzelnen Staaten Spielraum zu lassen und so weiter. Aber an der Konvention, da steht ja ganz klar am Artikel 2,
le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Also sie viel Leute, die dat net lesen. An daraus ergëtt sich, dat de Staat die Konventionen erschrieben hun, dat den verpflicht ass zu verschiedenen Handeln fir Gesundheit vun de Leiit, weil dat steht jo da hat, wann ich den droit à la vie garantiieren, da muss ich de Mënschen Gesundheit garantieren. Das net fir zu mengen, dat het nimmer mat Todesstrof zu dienen und so weiter. Et gëtt Cape Jurisprudenz, wo d Straßburger Kur einzelne Staate seht, wat hier Verpflichtung am Gesundheitswesen ass. Ass net fir zu mengen Gesundheitswesen, dat wäre etwas, wat man über menschlich Freiheit geht. Artikel 2, den droit à la vie doit être protégé par la loi. Da geht es dun. Und da kommen wir auf die Artikeln, die die verschiedenen Rechte, Freiheiten garantieren, wie zum Beispiel den droit au respect de sa vie privée, Liberté d'expression, Liberté de réunion, die sie verbrieft. Aber beim Impfen gët so resoniert eng Impfung ass natierlech en Angriff an den droit au respect de sa vie privée. Dat ass de Verankerung vun der Mënscherechtskonvention. Me doch steht bei all de Freiheiten awer en Zusatz, den dann immer an den Dich fällt. Den Exerzis vun denen Rechte a Freiheiten, de kann angeschränkt gehen durch Verpflichtungen an Obligationen, die kann hun an die Konditionen oder Restriktionen, die do können aber spielen. An Dorena steht formell Protection de la santé dran. Also der Staat als nicht nimmen, der Staat als dazu verpflichtet durch die Artikeln für die Gesundheit vu singen Leiit vu singe Bierger ze garantiieren. Wo beim Haio an enger Situation sinn, dat jo net wie wann de Staat gif soen van der geplatzte Blinddarm hut, da muss er direkt an Klinik. Da kann e soen dats mei Blinddarm, dats mei Liwen, wann ech stirwen, dann das mei gut recht. Hei geht et drëm, fir die aner Leiit alle goe fir allgemmenget. Et ass also keng egoistisch Situationun, dats eng Situationun, die jo sozial als all betrifft, da bei der Pandemie jo ganz Welt. Also schmengen do vu wegen Epidemie, da das van an jegent engem Eck oder an engem Land mir he immer wirklich gefördert. Dat steht expressis verbis an der Menschenrechtskonvention dran. Also das also net so, dass Gesundheitspolitik op der Stroß gemerket, das net so, dat Gesundheitspolitik bei Jiverengem doheem de se dat do még Rechter sich schon attackiert, wann ich muss eng Maskun dienen, also ich desideieren még Rechte. Ja, wann de mir se leng gif go, mit dat heiers dat fir de se keng egoistisch medizinisch Virgo mé e kollektiv Virgo fir d Gesundheit vun de Bierger zu schützen, fir d'Ekonomie oprecht zu halen, fir d Spedolswesen oprecht zu halen. Weil mir mengen immer nëmmen wann man nach eng Intensivbett freihu fir COVID, da könne man munter fast volllaufen lassen. Wat man dann all die Äner, die Schlag kreen, die et gi nämlich nach viel Äner Krankheiten ausser dem COVID. Und den muss auch behandelt gehen. Das ist auch ein Aspekt, den ich muss gucken. Und dafür huet dann auch, wie gesagt, die Gesundheit am Allgemeinen sind ein ganz Party Decisionen vun der Menschenrechtskur geholt gin an besonders wat Impfen ubelangt, dat ja kein neue Problem. Wir haben ein ganz Party Pflichtimpfungen, wo zwar gemeckert gin as die Länder, die sind mi anti, anscheinend Franzose wären mi anti-vaccinär und so weiter und so fort. Dat soziologisch dat vielleicht so an Deutschland van do de Führer jeiz, dann lassen sich alle wat och net wo was an Deutschland sind die Remidami schlohn also und dat geht net. Das also ein Problem, de bekannt das ein Problem, den och ich will net so geleist gin ass, wo der Prosche gëtt.
Am Frankreich huet de Conseil d'État, de Conseil konstitutionell, die bei einer Gelegenheit schon x awie gin vu gesot gëtt dat dote geht. Den ensche Problem dat können wir immer das den mat der Proportionalität vun der Reaktion fir der Verpflichtung do net beit. Da das natürlich ein juristisch praktische Problem wie gi der Martine Leiit wat könnt als Sanktion ersetzen. Do ass am April des Joer war eng Affaire zu Straßburg wo 5 älteren Deler geklot hun Tschechen die hier kann net derfen an Spielschul goen, weil se net géint de Krankheite geimpft wären, die durch Gesetz Pflichtimpfungen wären. Da war Sanktion, die könnt natürlich kein Hullen am Schlaweckel, grad wie bei enger Blutprobe an den am Schlaweckel hullen, an dem du Pikto an den Namen do bohren, da muss einer Sanktionen von wat net immer einfach was. An do hun de geklot an Kur huet natürlich wie se dat immer machen, die so ja Artikel 8 frei wie privé dat sind Kriterien, dat die können angeschränkt gehen. Weil d'Aschränkung steht am Text mat dran. Also net eng willkürlich mit das aber eng Abschränkung. Dat so se. Aber die gucken immer as eng Ingérance. Ja, van dir so du derst net an Schul go, wann du dich net impfen lässt, dat as eng Ingérance vom Staat. Die Ingérance die muss legal sein. Dat heißt, die muss sich op irgendein Textreglement können basieren, dat gëtt net so irgend aus der Luft gegraft, da muss man eng Bas gewi so legal hun. Und da könnt den Ziel vun der Ingérance. Die as ha evident, et geht heidrem fir Krankheiten, die gravierend eng ganz Gesellschaft bereieren, fir denen können beizukommen. Also iwwer de Büt legitim gëtt ja aber bei den Impfungen auch net geschwert. Solidarität sozial und so weiter. Dann ass natürlich an dem ganzen eng etwas war de bëssi vielleicht méi kapzerbreches mischt, da das Proportionalität von der Ingérance. Ihr wisst, Proportionalität, das etwas war in den letzten Jahrzehnten international do an Rechtswesen dat beabflusst huet, das muss proportional sein. Fragt mich nicht, was proportional ist. Ich gewöhn gedreht so, war das proportional, aber alles was nicht disproportioniert ist. Und wenn das nicht disproportioniert, ja, das ist echt Feeling. Darum ja, spiel den. Wer das überdriven? Kann ich nicht fragen, was das überdriven hat. Von dem sind Hemmschwellers viel mehr wie die anderen. Das ist also ganz schwierig mit der Proportionalität do, als Legislateur oder auch als verantwortliche Regierung oder Legislateur umzugehen. Weil ihn do ja auch nie weiß, wer zu Straßburg. Und zwar nicht nur direkt, wir müssten ja können mehr gewohr gehen, was man einer Impfpflicht wäre, legal gesehen oder nicht. Wenn er noch 3 Jahre gesagt kriegt, ja, das war proportionell. Wenn man das nicht so gewohr geht, wo man das sollen machen. Also da gesehen, dass das Rechtssystem auch in Grenzen steht. Nächste Woche am 0 da weiter Streitpunkten mam Jean Bourg iwwer den derge Corona-Sujet, pro a contra vun der Impfpflicht.